Jüngst flatterte eine Einladung der Stadtverwaltung ins Oskar am Freitag TV-Büro. Man bat in die Orangerie zur Übergabe eines neuen Fahrzeuges. Klang komisch, war aber so. Und eigentlich wäre der Zuwachs des Fuhrparks der Stadt auch nur maximal eine 5-Zeilen-Meldung wert. Aber wir sind halt neugierig und wir sind nett, selbst wenn wir für solch einen mysteriösen Termin früh am Morgen schon auflaufen müssen. Auch Gotha's Bürgermeister Ulf Zillmann hatte zu dieser Morgenstund nicht gerade Gold im Mund. Sein spontaner Gruß in die Runde war schottisch knapp, spitzzüngig zudem. Er mutmaßte nämlich, uns Journalisten dort auf der Suche nach Stoff das berühmt-berüchtigte Sommerloch zu füllen. Nun ja, auch Bürgermeister dürfen mal schlecht informiert sein. Wie dem auch sei, das Garten-, Park- und Friedhofsamt hat jedenfalls ab sofort einen neuen VW T6, dessen Doppelkabine selbstverständlich im Kommunalfahrzeug orange lackiert ist. Er ersetzt einen Citroën Jumper aus dem Baujahr 2007. Dass der T6 eine kippbare Lademulde hat, dürften die Gärtnerinnen und Gärtner besonders begrüßen. So lässt sich Schnitt- und Schüttgut wesentlich komfortabler be- und entladen. Damit soll aber auch die Ein- und Auswinterung der Kübelpflanzen abgewickelt werden. Zudem wird der neue auch öfter im Schlosspark zu sehen sein. Bei der Wegepflege, der Laubberäumung im Herbst und bei der unausweichlichen Müllbeseitigung. Der T6 wurde für 4 Jahre beim Händler in Erfurt geleast, der bei der obligatorischen Ausschreibung das beste Angebot unterbreitet hatte. Doch auch eine zweite Neuanschaffung wurde gemacht, wie eine kurze Pressemitteilung informierte, die die stellvertretende Pressereferentin Anne Konrad verteilte. Demnach konnte der Vollzugsdienst jetzt seinen Polo, Baujahr 2004, gegen einen neuen VW Caddy eintauschen. Das Alteisen soll übrigens noch in Zahlung genommen worden sein, hieß es. Und weil Claudia Hess, die Leiterin des Garten-, Park- und Friedhofsamts, auch zu früher Stunde anwesend war, haben wir sie uns vor Kamera und Mikro geholt. Frau Hess, das ist ein relativ ungewöhnlicher Termin mit dem Friedhofs- und Gartenamt hier in der Orangerie. Können Sie sich erinnern, wann Sie das letzte Mal offiziell ein Auto übergeben haben mit Publikum und Medien? Ja, da kann ich mich erinnern. Das war das Fahrzeug, was unser Brunnenwart fährt. Das war ein Werbefahrzeug. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr genau, wann das war, aber so 5, 6 Jahre wird es her sein. Da hatten wir auf dem Hauptmarkt den Übergabetermin mit den Sponsoren, also mit den Werbeträgern. Was war denn jetzt der äußere Anlass dafür, dass die Stadt Gotha sich hinreißen lassen hat und ein ziemlich teures Leasingfahrzeug angeschafft hat? Also unser bisheriges Fahrzeug, das war ein Citroën. Der hat ja nun schon einige Jahre auf dem Buckel gehabt. Der war vom Baujahr 2007, war täglich im Einsatz und war auch nicht mehr ganz so zuverlässig. Und ja, hat viele Reparaturkosten gehabt. Und aus diesem Grund haben wir schon vor 2 Jahren beantragt, das Fahrzeug zu ersetzen. Und dieses Jahr könnte es dann in die Haushaltsplanung aufgenommen werden. Und wir hatten eine sehr lange Wartezeit, aber jetzt freuen wir uns, dass wir ein neues Fahrzeug haben. Und ein Vorteil von diesem Fahrzeug ist noch, dass es also einen Kipper hinten, also eine Kippladefläche hat, damit wir auch mal Schüttgüter abkippen können. Wie viele Leute dürfen denn damit fahren? Wir haben für die Parkpflege 5 Gärtner und eine Meisterin. Es haben nicht alle einen Führerschein, also es fährt die Meisterin und 3 Gärtner damit. Verraten Sie uns auch noch, wie viel das gute Stück gekostet hat? Ich kann Ihnen nur den monatlichen Leasingpreis benennen. Es ist ein Leasingfahrzeug, das kostet 390 € im Monat und wir haben das über 4 Jahre geleast. Dann wünsche ich Ihnen und Ihren Leuten allzeit unfallfreie Fahrt und vor allen Dingen, dass es Ihnen wirklich was nutzt, das Fahrzeug. Auf jeden Fall und ganz herzlichen Dank und wir freuen uns sehr. Der Mann, der nicht zwischen, sondern auf 2 Stühlen sitzt, geht es um Schlosspark und Orangerie, ist Jens Schäffler. Er sowie die 6 Gärtnerinnen und Gärtner sind quasi Diener zweier Herren. Angestellt bei der Stadt Gotha und zugleich der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten in Rudolstadt unterstellt, der Schlosspark und die Orangerie gehört. Auch den Parkverwalter baten wir zum kurzen Interview. Sie wollten gerade das Interview beginnen mit "Heute ist ein wunderschöner Tag". Also ich meine, das Fahrzeug gehört Ihnen ja eigentlich gar nicht. Sie dürfen es ja bloß sozusagen mit nutzen. Ja, ich bin ja auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung, also ein Stück weit gehören ist natürlich nicht so der richtige Begriff, aber wir nutzen es natürlich für die Parkpflege hier, für die Anlagen der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Was liegt denn jetzt als nächstes eigentlich hier in der Orangerie an? Gibt es da schon Pläne, wo das Fahrzeug zum Beispiel dann zum Einsatz kommen kann? Ja, das ist im täglichen Betrieb. Es ist ja ein Ersatz für ein altes Fahrzeug. Das heißt, wir alle Transportarbeiten, das Personal im Park wird damit transportiert, Güter, Schnittgut, Wege, Baumaterial, alles Mögliche muss transportiert werden. Und in der Orangerie geht es jetzt im Moment darum, die Sommerblumenbepflanzung so lang wie möglich bis in den Herbst rein zu erhalten. Und da werden natürlich entsprechende Sachen auch ausgeputzt und
dafür wird der Transporter auch gebraucht, um dann eben Sachen zu transportieren. Momentan ist es ja nicht ganz so üblich, dass man hier in die Orangerie reinkommt. Also man muss einen leichten Umweg laufen, weil ja das Haupttor geschlossen ist wegen der Bauarbeiten. Haben Sie das bemerkt? Ist es so, dass jetzt weniger Leute in die Orangerie kommen oder fällt das nicht auf? Also wer in die Orangerie möchte, der findet natürlich den Weg. Die Umleitung ist ja auch ausgeschildert. Der Durchgangsverkehr hat natürlich abgenommen, dass man sozusagen die Abkürzung vom Schloss in die Stadt, wenn man dann runter zum Kattesforum möchte, also das hat sich ein bisschen verschoben, aber die Besucher sind eigentlich gleich geblieben.